Moin! Spracherhalt. Was wir von Spanien lernen können. Der Erhalt vieler Sprachen weltweit ist gefährdet und das Sprachensterben schreitet weltweit rasant voran. Manche befürworten das Verschwinden von Sprachen. Andere beklagen die zunehmende Verarmung eines einst reichen sprachlichen und kulturellen Kaleidoskops. Viele ältere Menschen sind sich bewusst, die letzten Sprecher ihrer Muttersprachen zu sein, und die meisten von ihnen bedauern den Verlust des Erbes, das ihre Lebenswelt geprägt hat. Immer mehr jüngere Menschen bedauern, die Sprachen ihrer Vorfahren nicht gelernt zu haben und versuchen, sie zurückzugewinnen, zu erlernen und sogar wiederzubeleben. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts gibt es ein erneutes und wachsendes Interesse daran, sprachliches Erbgut zu bewahren und zu würdigen. Ein Erbgut, das einst ignoriert und weggewünscht wurde. Einige dieser Bemühungen waren erfolgreicher als andere. Daher erscheint es mir zumindest ratsam, dass sich die verschiedenen Sprachgemeinschaften austauschen, um die Faktoren zu identifizieren, die zu Erfolg und Misserfolg führen. Lasst uns also unsere Beobachtungen und Gedanken als Gemeinschaft teilen. Du kannst deinen Beitrag leisten, indem du unten einen Kommentar hinterlässt. Du könntest auch verwandte Themen vorschlagen. Ich möchte den Ball ins Rollen bringen, indem ich einige meiner eigenen Beobachtungen und Theorien darlege. Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit sprachwissenschaftlichen Themen und mit Niedersächsisch, Plattdeutsch, eine meiner eigenen Erbsprachen, die in meiner Kindheit ein Schattendasein fristete und deren Verwendung damals nicht gern gesehen wurde. Ich hätte sie nie gelernt, wenn ich nicht schon als Kind ein Sprachenfreak gewesen wäre. Unter diesem Video findest du einen Link zu meinem Video über die Sprachen Deutschlands. Dieses Mal geht es in ein anderes europäisches Land. Spanien. Meiner Meinung nach ist Spanien ein Land, das einen genaueren Blick wert ist, da es eine interessante Mischung sprachlicher Situationen aufweist. Ich werde in dieser Diskussion jedoch die von Spanien verwalteten Gebiete in Nordafrika nicht einbeziehen. Die Iberische Halbinsel hat eine sprachlich vielfältige und vielschichtige Vergangenheit, die zur heutigen Vielfalt geführt hat. Was wir heute gemeinhin als Spanisch bezeichnen, ist die Nationalsprache und eigentlich die kastilische Sprache. In Argentinien und einigen anderen Gebieten Lateinamerikas wird sie noch immer Kastilisch genannt. Von 1939 bis 1975 verfügte das spanische Franco-Regime, das in der öffentlichen Kommunikation im ganzen Land ausschließlich Kastilisch, Spanisch, verwendet werden musste. Die Menschen verwendeten jedoch weiterhin privat andere Sprachen und begannen, sie nach dem Ende des Regimes öffentlich zu verwenden und zu zelebrieren. Trotz einiger Schäden scheint die frühere Unterdrückung zu Ressentiments und einem Wiederaufleben geführt zu haben. Vor allem die Sprachen Galizisch, Katalanisch und Baskisch erleben ein beeindruckendes Comeback im regionalen öffentlichen Gebrauch. Viele kastilischsprachige Einwohner der jeweiligen Regionen lernen diese Sprache und auch international besteht mittlerweile Interesse. Salvete omnes, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día me he venido al Parque Arqueológico de Pompeya. Y es que hoy vamos a tener la espectacular oportunidad de ver dos de las casas más recientemente excavadas en el yacimiento. Quizá ya las conocéis porque las hemos hablado en redes sociales, hemos conocido los detalles y hemos visto algunas de las fotografías, pero hoy, gracias a la colaboración del Parque Arqueológico de Pompeya, tenemos la suerte de poder estar aquí completamente solos para que vosotros y yo podamos ver estas maravillas en primera persona. Así que sin más, vamos a empezar. Vamos a Baskisch, Euskera. Die meisten Basken hatten schon immer eine starke Verbundenheit mit ihrer Völkerschaft und sind stolz auf ihre einzigartige Sprache, eine Sprache ohne bekannte Verwandte.
Die offizielle Anerkennung in Spanien hat der Sprache eine deutlich stärkere Stellung verschafft als dem Baskischen in Frankreich. Ein Standarddialekt und eine Standardorthographie tragen zur Stärkung der Position des Baskischen in Spanien bei. Sortzi urte ditut, Euskal Herritik nago, nator, eta, bueno, nire herria Getxo deitzen da, Bizkaiko kostaldean. New Yorkera etorri nintzen orain dela 2 urte, hasieran oso zaila da, eta, bueno, lehenengo hilabetea oso zaila izan zen, ez nuen inor ere ez ezagutzen kontinente osoan, ez estatu batuetan, Amerika osoan. Galizisch, Gallego. Der Fall des Galizischen ist insofern interessant, als die Sprache zwar in Spanien gesprochen wird, aber eng mit dem Portugiesischen verwandt ist. Beide haben unter anderem ein keltisches Substrat gemeinsam. Tatsächlich sind galizische Sprachvertreter häufig bei internationalen Lusophonen, das heißt portugiesischsprachigen Organisationen und Konferenzen vertreten. Obwohl sie die Nähe zum Portugiesischen und die klare Abgrenzung zum Kastilischen anerkennen, betrachten die meisten Galizier ihre Sprache als unabhängig und haben ihre Position durch Standardisierung und ihre Etablierung als führendes Medium im Bildungswesen gestärkt. En Galicia, na zona interior de la provincia de Lugo, teño 24 anos, formo parte da Armada Española, son mariñeiro. Para min o significado de estar de casa é moi complicado, xa que traballando na Armada Española, sendo mariñeiro, pois a verdade é que boto moito de menos a miña casa e a miña terra, aínda que viaxe moito durante todos estes anos que levo sendo mariñeiro. Katalanisch, Català. Katalanisch hat heute eine sehr starke Stellung. Es wird von vielen Menschen in Ostspanien gesprochen, wo es heute offiziell und standardisiert ist und umfassend in den Medien, der Regierung, im Geschäfts- und Bildungswesen verwendet wird. Außerdem hat es eine lange literarische Tradition. Seine Stellung ist möglicherweise teilweise deshalb so stark, weil es die Nationalsprache des Nachbarlandes Andorra ist. Während seine Stellung innerhalb der autonomen Gemeinschaft Katalonien recht stark ist, gibt es in einem breiteren Kontext Spaltungen. Viele Menschen in der benachbarten autonomen Gemeinschaft Valencia behaupten, ihre Sprache sei nicht katalanisch, obwohl sie sich auf einem dialektalen Kontinuum mit dem Katalanischen befindet und die Unterschiede minimal sind. Ebenso betrachten einige Menschen auf den Balearen ihre Dialekte als anders als das Katalanische auf dem Festland. Viel von dieser Uneinigkeit scheint mit Benennung, Lokalstolz und Rivalität zu tun zu haben. Im Moment verwenden viele Menschen die komplizierte Bezeichnung Katalanisch, Valencianisch, Balearisch statt einfach Katalanisch. Estem aquí per parlar una mica de el que vol dir tenir una identitat i el que vol dir tenir una identitat amb una llengua. Per mi és una cosa una mica complicada perquè, bé, mon pare és americà, dels Estats Units, ma mare és argentina, però jo vaig créixer a Mallorca. Silvestre, vaig néixer al Girós, que és un barri de la ciutat de València, el 15 de juliol de 1988. I bé, ara mateix ens trobem ací a la Wikimania 2019, que s'està celebrant a Estocolm, més concretament a la Universitat d'Estocolm. I jo, entre d'altres coses, soc wikipedista, crec que ja vaig començar ja fa uns quants anyets. Era quan estava estudiant a la Universitat de València, estava estudiant d'Economia, soc llicenciat en Economia. I som de Silla de Mallorca, Espanya. Volia fer aquest vídeo perquè pugueu sentir el meu dialecte una mica, el meu dialecte, que se diu mallorquí, i bé, no sé sobre què xerraré perquè no tinc res preparat, però bé, mentre xer ja vaig traient temes. Occitanisch, Aranesisch, Ucita, Lengadok, Aranès.
Occitanisch, auch Provenzalisch oder Languedoc genannt, wird vorwiegend in Südfrankreich gesprochen, wo es keinen offiziellen Status genießt und allgemein als Patois bezeichnet wird. Auf der spanischen Seite der Grenze im katalanischen Arantal, Val d'Aran, existiert eine kleine Enklave des pyrenäisch-gaskonischen Occitanischen. Obwohl die Zahl seiner Sprecher relativ gering ist, ist Aranesisch unter der Schirmherrschaft der katalanischen Regierung die einzige Varietät des Occitanischen, die standardisiert und offiziell anerkannt ist, was ihm optimale Überlebenschancen bieten dürfte. Soy de un petit poble de la Val d'Aran que se diu Tredos, de Casa Cervatu. Tajú este aranesa és un signe d'identitat, és algo important. D'amaçò, jo vos parlaria de la meva terra, no? Andere Sprachen Spaniens. Andere indigene Sprachen Spaniens scheinen in einer etwas weniger sicheren Position zu sein. Aragonesisch, Aragonés. Während die meisten Aragonesen Kastilisch sprechen, sprechen im Norden der spanischen autonomen Gemeinschaft Aragonien noch Zehntausende Aragonisch. Es ist der letzte Überrest der einst einflussreichen Sprache eines Königreichs. Die Regierung des heutigen Aragoniens verlieh sowohl Aragonesisch als auch Katalanisch den Status einer Minderheitensprache. Dies beinhaltet das Recht auf formalen Unterricht in diesen Sprachen. Offenbar nutzen jedoch nur wenige Schulen dieses Recht, Aragonesisch als primäre Unterrichtssprache zu verwenden. Wie sich dies auf den Fortbestand der Sprache auswirken wird, bleibt abzuwarten. Tengo 26 añadas y soy de Zaragoza, que es la capital de un chicorrón país que se dice Aragón y que es justo debajo de los Pirineos. Actualmente pertenece al Estado español. Yo charlo una lengua que se dice aragonés, que se habla nomás aquí en Aragón, y lo que voy a hacer es explicaros una mica una mica de suya historia y cómo es la situación real del aragonés ahora mismo. Asturleonesisch, Asturleonés, Sturleonés. Asturleonesisch ist eine Sammelbezeichnung für die Sprachgruppen Asturisch, Leonesisch, Kantabrisch und Mirandesisch, die im Nordwesten Spaniens und im Norden Portugals gesprochen werden. Die Zahl der Sprecher wird auf über 100.000 geschätzt. Obwohl die Sprache in einigen Regionen einen gewissen gesetzlichen Schutz genießt, hat sie immer noch keinen offiziellen Status, was zu Spannungen geführt hat. Die Zahl der Sprecher nimmt offenbar rapide ab und manche halten die Sprache für gefährdet. Soy falante de asturiano, que es una lengua minorizada en el norte de España. Ahora mismo el asturiano está en una situación en la que no es oficial y somos muchas personas que estamos trabajando para que en un futuro lo sea. Como dije, el asturiano es una lengua que no es oficial, simplemente está reconocido en el artículo 4 de nuestro Estatuto de Autonomía y se reconoce una protección. Soy José Benito Matos Pascual, vengo de Peñaparda, de la comarca del Rebollal, en Salamanca, y allí tenemos una palra, que es la palra del Rebollal, que es una de las palras leonesas. Y pues hemos venido aquí a Salamanca a dar unas charlas alrededor del leonés. Estou sentado num talho que foi feito quando se tiravam, quando se faziam os carros das vacas, tirava-se assim, dizíamos nós, olha, e olhar de uma roda de carro das vacas. Portugiesisch, Portugiesisch. In Spanien sprechen schätzungsweise 100.000 bis 250.000 Menschen Portugiesisch. Genaue Zahlen sind jedoch schwer zu ermitteln. Traditionell wird Portugiesisch in einigen Grenzgebieten zu Portugal gesprochen. Darüber hinaus wird es in einigen Einwanderergemeinschaften aus Portugal und anderen portugiesischsprachigen Ländern gesprochen. Portugiesisch genießt in Spanien jedoch keinen offiziellen Status. Aqui nesta província também se fala outra língua, para além do holandês, o frísio, e é uma das razões que eu também decidi escolher este mestrado. E este ano, principalmente, é super interessante estar aqui na província, porque Leeuwarden é a capital europeia da cultura e eles estão a ter imensas iniciativas com línguas, uma delas sendo o Pavilhão das Línguas. Extremaduranisch,
Extremeño. Die Sprachgrenzen zwischen Extremaduranisch, Asturleonesisch und Fala sind fließend. In der autonomen Gemeinschaft Extremadura gibt es über 100.000 Sprecher des Extremaduranischen, doch die Sprachpflege nimmt ab. Es gibt keinen offiziellen Status, sondern lediglich Anerkennung als sprachliches Erbe. Decir de que vos sintáis todos parte del salud cuando veáis este vídeo en el futuro, ¿no? Estamos en una sala de conferencias de la Universidad de Extremadura, no, de Ámsterdam, que hoy arremata el Congreso Internacional de Lenguas Amenuíes de Europa, y el extremeño pues ha hecho parte de este congreso. Hemos tenido letreros ahí fuera en el pasillo y hemos estado a explicar, a dar a conocer, a que la gente sepa pues nuestro trabajo. Fala. Fala ist eine Regionalsprache, die eng mit Galizisch und Portugiesisch verwandt ist. Sie wird von einigen tausend Menschen in der autonomen Gemeinschaft Extremadura gesprochen, wo sie lediglich einen geschützten Status genießt. Julia, ayer estuve no médico, me estuve poniendo atención, y sí estuve bien, y después vi a la chata, vi a las otras amigas, me preguntaron cuando había estado. Le dije que había ido a regalar a Beggy Payo. Y la otra me dijo, pues vos ganas tenía de ir, pero como no puedo andar. Caló. Während die zuvor genannten Sprachen neben dem Kastilischen auf bestimmte Gebiete Spaniens beschränkt sind, wird Caló landesweit gesprochen und ist somit eine echte Minderheitensprache. Caló wird manchmal als spanisches Romani bezeichnet. Dies ist aus zwei Gründen irreführend. Erstens wird Caló auch in Portugal gesprochen und besteht aus weiteren regionalen Untergruppen wie dem katalanischen und dem galizischen Caló. Zweitens ist Caló kein echtes Romani, sondern das, was in der Romani-Linguistik als Pararomani bezeichnet wird. Genauer gesagt handelt es sich um eine Mischung spanischstämmiger Kreolsprachen mit Romani-Beimischungen. Caló hat keinen offiziellen Status und wird immer seltener verwendet, wodurch sein Fortbestand bedroht ist. Hoy vamos a aprender algunas palabras en Caló. Junar mis dos. Escuchar bien. Es bueno. La chol es bueno. La chol es el plural y significa buenos. La chi es buena. La chis significa buenas. Es el plural. La chi, noche. Chive, día. Tasatás, tarde. Humal, campo. Drom, camino. Drom, bruje, camino real. Lake significa río. Übrigens hat die mexikanisch-amerikanische Umgangssprache Caló oder Pachuco nichts mit dem iberischen Caló zu tun. Eine weitere Pararomani-Sprache, die von einer kleinen Gemeinschaft im Baskenland gesprochen wird, ist Errominchela, eine auf dem Baskischen basierende Kreolsprache mit einer Mischung aus Calderasch-Romani. Zusammenfassung: Spanien zeichnet sich durch eine vielfältige Sprachlandschaft aus. Kastilisch, auch Spanisch genannt, ist die Nationalsprache. Mit Ausnahme von Baskisch und Errominchela stammen alle Sprachen Spaniens vom iberischen Vulgärlatein ab. Obwohl einige Regionalsprachen ohne offiziellen Status ein gewisses Interesse und eine gewisse Erhaltung genießen, gelten sie als gefährdet. Sprachen mit vollem Amtsstatus in autonomen Gemeinschaften genießen weitaus stärkere Unterstützung und Sicherheit, insbesondere wenn dies mit einer primären Verwendung in regionalen öffentlichen Angelegenheiten und im Bildungswesen einhergeht. Was hast du aus dieser Präsentation mitgenommen? Was hältst du von der spanischen Sprachenpolitik? Glaubst du, dass sprachliche Autonomie in Verbindung mit politischer Autonomie eine Gefahr für die nationale Einheit darstellen kann? Was denkst du, welche Rolle spielt die Sprache in der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, wenn überhaupt?
Hinterlasse gerne unten einen Kommentar, wenn du etwas mit uns teilen möchtest.